Good, Marius. Gereist sind in den Dierenummer Jesus Christus von der aus morgens. Dass je fan is nach einer scheine Versammlung gebleven, lohnt sich nach Gott, das wird mitzuteilen. Na, das lohnt sich, ich kwam bloß eine Person da ist, nicht? Jesus, der hält still für eine Person, zum nur der reden. So ist dem Zachäus da am Baum, oder das Blinde da am Weg, dass wir ein Daunt aus der einen wir, aus der großen Schau wir. Jesus hat Zeit. Und so hat Jesus auch Zeit für uns, von der aus morgens hier. Wunderschönes Morgens von der waren, schmacker Sommersmorgens, und ich hoffe, wie viele alle abgefrischt und uitgereift. Vielleicht sei noch nicht alle uitgereift von jener Dracke weg, was ihr hat. Ich weiß nicht, wo ihr das geht von der morgens. Vielleicht viele haben sich nach Meid von jener Dracke weg. Aber ich trust von der morgens, dass ihr was uitgereift können, nicht bloß körperlich, aber auch geistlich, erfrischen, ernähren, en steiger te worden en je geestelijke moed dat christelijke leven te leven. Wenn dat kan sogar, dat wann dat christelijke leven, wann wir nicht moedig zijn im geestelijke, dat kan ons sogar natürlich merken meidfeilen. Ons scherper als je merkt dat we zullen vrede hebben, dat we zullen vrede hebben, zo heeft de leven God ons gemerkt. En wann wir nicht den Frieden haben, nicht die Freude haben im Herrn, dat ist Jesus van ons scherper, dat nicht mehr vertrauen, dat es dort zu leben. Wenn wir sein, nach mal sind Menschen, die nicht das haben, das ist, wenn sie verdrehen tun. Und ähnlich dort ist, was die Bibel sagt, dort ist, was passieren wird, wenn ein Mensch nicht in der Mut hat, wenn der andere nicht durchgedreht ist, aber dort wird eben ein natürlicher Mensch durchrieten. So von da aus morgens das Thema ist, Ruhe und Friede für deine Seele. So, dass wir Rest haben und Friede, Rest and Peace for our souls, for the Seele. So, für wir dann gehen Topic, werden wir nach beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir von da aus morgens. Wir danken dir für das in alleine Top zu sein, aus Kinder Gottes, uns im Wort zu vertiefen, Gemeinschaft zu haben, Christus, Gemeinschaft untereinander, in meinem himmlischen Vater. En haar nu bid ik, dat u dat woord was opdaat, je toe ons, waar we van dat reden doen en lezen doen, dat we het verstaan, dat het woord aan onze harten aangaan en dat het woordje aan onze harten. Wenn das niet voor, dat het woord Gottes kan op een harde grond vallen en dat het niet kan opgaan. En dat is wanneer we niet op zijn voor het woord en het woord heeft niet de kracht aan ons, wat dien willen is dat het zal hebben. En zo we bidden, dat we een week het woord hebben, dat het woord kunnen wassen, abgehen in Wasser, verdiene ihr in Frucht trauen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. So Ruhe und Friede für deine Seele. Warum habe ich das in der Bibel? Das erlebt, wir wollen some Vers lesen von das. Warum habe ich so eine Vers, dass zum Beispiel Jesus sagt, kommt noch mehr. Schmied you eine Last ab mehr. Ein Lied von mehr. Das ist die Ursache ist, wenn das Leben ist, in dieser Welt, wo wir hier wohnen, das Leben kann kummervoll sein. Wir haben viele Probleme. Wir leben in einer Welt, wo wegen der Sinn, was in der Welt angekommen ist, es sind viele Probleme in unserem Leben angekommen, es sind Schwierigkeiten in dieser Welt angekommen. Und an das, wo wir leben, und danach an dieser Schwierigkeit, in dieser Welt, wo wir leben, da hat Jesus Christus sein Blut vergoten für uns am Kreuz, wo wir können das Heil finden. Dat Heil ist en dort durch den Glauben an Jesus Christus. Und dadurch kommt auch ein Friede an uns nennen, eine Friede, was allein Jesus geben kann. Und so die Welt kann dort nicht von uns nehmen. Und deswegen braucht dass wir uns erinnern, die Friede, was wir haben im Herrn, dass wir nicht mit dieser Schwierigkeiten von dieser Welt umgehen. So in dieser Welt, wo wir Schwierigkeiten haben, aber die Schwierigkeiten, der wir uns nicht dazu bringen, wie unser Leben. Wenn wir hier stehen, wo wir haben können, kennen mit unseren Problemen. Nach mal auf einmal zu gehen, wenn eine Schwierigkeit durchging, wo handelt ein Weltmensch das, was nicht in Glauben hat, was nicht in Jesus hat, was er gehen kann? Wo wird der durchkommen? Und als Kinder Gottes, wir haben den Tausatz, wir haben die Städte, wo wir können hingehen, und dort erst bei Jesus Christus. Als ich diese Botschaft reinmache, dann komme ich auf ein Lied. Und wenn wir uns das Lied mal singen, das ist 139 ein Glaubenslieder.
Nummer 139, wegen das Leid redet sehr ab den Weg, wo meine Botschaft von da soll gegrenzt sein. Nummer 139 an das deutsche Buch. Die Überschrift von das Leid sagt, ich weiß einen Strom. Und das ist mein Gebet für mich und für jeder einen von uns, dort wie das Strom würde kennen, von was der Schreiber hier redet. Er sagt, ich kann das, oder ich weiß einen Strom. Und dann als die Frau hier an das Leid, kannst du diesen Strom? So, als ein bekanntes Leid, wer wir das mal singen. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar still durchs Land. Da strahlet und glänzet für freudiger Glut, wem ist dieses Wasser bekannt? O seilig wird ich kann, und zu diesem herrlichen Strom, sein Wasser fließt frei und mächtig dich, o Gott, es fließet für dich. Wohin dieser Strom sich nur immer begibt, da jubelt und jauchzet das Herz, das nur den hässlichen Segen genießt, Erlösung und Sorgen und Schmerz. O seilig bitte nicht komm, und zu diesem herrlichen Strom, sein Wasser fließt frei und mächtig mich, o glaubst, es fließet für dich. Der Strom ist gar tief und sein Wasser ist klar, der schmeckt so lieblich und fein. Es heilet die Kranken und stärkt wunderbar, ja, machet die Unreichsten rein. O seilig bitte dich komm, und zu diesem herrlichen Strom, sein Wasser fließt frei und mächtig dich, o glaubst, das fließet für dich. Das Wasser des Lebens, das ist diese Flut, durch Jesu ergießet sie sich. Sein kostbares teures und heiliges Blut, o Sünden vergoss für dich. O seilig bitte ich komm, und zu diesem herrlichen Strom, sein Wasser fließt frei und mächtig dich, o glaubst, es fließet für dich. Wen dürstet, der komm und trinke sich satt, so rufet der Geist und die Braut. Nur während der Strome gewaschen sich hat, das Angesicht Gottes sein Schau. O seilig bitte ich komm, und zu diesem herrlichen Strom, sein Wasser fließt frei und mächtig dich, o glaubst, es fließet für dich. Amen. Das ist ein von meinen favorite deutschen Lieder. Das redet von dem Strom. Und es sagt hier, dieser Strom ist eine herrliche Flut. Und er sagt, es fließt wunderbar stille durchs Land. Das sagt, das ist ein Strom, der rennt wunderbar still durch das Land. Was ist der Strom? Der fließt wunderbar stille durchs Land. Viele Menschen sich drehen. Sie fühlen so erfüllt wird. Liebe Schwester, da ist ein Strom, der fließt leise und stille durchs Land. Was ist nun dieser Strom? Was ist der Strom?
Der Strom ist das lebende Wort Gottes. Das lebende Wort Gottes, was hier und da gesprochen wird. Das ist das Leben von Jesus Christus. Die Bibel redet von der Offenbarung sogar, der Strom, der rannt im Himmel von dem Thron Gottes, da wird der Strom immer noch sein. Und es sagt, da was er beim anpflanzte Strom, und der drau ihre Frucht. Und dann sagt es hier, der wird gestellt durch im Land ran, der strahlt in der Glanz, der strahlt und glänzt, und die feurige Glut, das meint, das ist das Licht des Lebens. Das Wort sagt in Sprüche, das Wort Gottes ist ein Licht auf den Weg. Das ist das Licht für uns wach, das lebende Wort Gottes. Und dann fragt es eine Frau, wem ist das Strom bekannt? Wer ist bekannt mit diesem Wasser? Bist du bekannt mit dem Wasser? Das rannt gut still durch das Land. Hast du das gefangen? Just als ich studieren deed, en ik heb dat leid gekomen weer, en heb zo'n Bibelvers nog, dan, no matter wie ik buiten, dan wil ik door een boom water geven. En de slag riekt niet ganz bij den boom. De weer bouwt, dat is dit, zoiets van hier bij den boom, zo riekt mijn slag bloos. Aber ich sagte, het ging een beetje zo bij af, so ik leid den slag er bloos aan. En dan dacht ik, zo, wo wordt op doorgaan. En dat deed ook. Dat den stelt sie, über den beraan, dat wordt op door. En dan stelt sie wieder, checkte ik door aan. En dan zag ik da wat. Ik weer een angstje af. En dan zag ik, en dit stroomt wo dat wat uit de slag uitkomt, door weer die veiltjes. Die is nu aan bedreigd, dat is niet irgendwo water. Aber die weer die veiltjes, die weer raufgekommen, nur das Strom wat de ongestel ran deed. En de veiltjes, die boden zich door, die dronken water, die worden erfrischt, die freiden zich voor de stroomtje water wat er ran deed. En dan dacht ik aan dat light. Dat is een stroomtje water. De veiltjes, die moesten van de boom raufkomen. De veiltjes moesten uit de laf uitkomen. Die kunnen niet meer door hoog ranvliegen, wanneer die dat water willen. Die moesten raufkomen naar dat water. En dat is krijgt wat de Bibel ons zei, dat die dit het euch. En dan wordt God ons erquicken. Dan wordt God ons opheven. I will raise you up. Humble yourself and I will raise you up. Dat meint, die met je junt. En dan wordt God je opheven. Dat water raan te onjen. Dat schilt niet de boven op een boom. Dat schilt de onjen, wo dat leste is. En dat is manchmal ons probleem. Dat bruk voor de veiltjes zich te die met je te maken bij iets zaten waar ze denken, die wel door bij bomen, dat hoog in de loft zijn, maar die moesten eraf komen bij de onjen. En dat is waar God ons wil helpen. Dat is waar de stroom water ranen dat voor ons. Bist u met dat water bekend? En dan zegt het de tweede vers. Kijk maar de tweede vers zegt. Wohin dieser Strom sich nur immer ergießt, da jubelt und jauchzt das Herz. Wo immer der Strom wird hinrannen, dort sagt es, da ist das Herz jubelt und jauchzt. Das Frau, das Freude, da ist ein Jauchzen, das ist ein Preisen, dem Herrn zu preisen. Wenn der Strom wurde aus mir kommt, was denn Strom wurde in einer heite Desert, in einer heite Wüste. Wo dann Strom wurde, als der Mensch abfraschen, sie nennen das ein Oasis. Und das ein Oasis sei, das ist ein Oasis, das ist ein Refreshment. Da wird er abgefresht. Und das sagt hier Krieg, wo immer der Strom schildert, das Jauchzen in Frau's Herz, das sagen wir immer, wenn wir ein Strom wurde ran, der kann 3 Jahre sein, aber wenn ein Strom wurde ran, das macht mich denken an den Jordan. In Israel, da weten wir, das ist der Jordan River. Und verlängst dem Jordan, so sind die Gäste sehr vorbei mit der Jahre, aber der Jordan, an beiden Kanten war es ein Strip Beim. Und ich denke, so als der Psalm geschrieben wird, Psalms 23, die wird an das Wort Gottes, denke das, und dort sich wiederholen an sich, die wird zu sein, das ist ein Baum, der geplant ist bei dem River. Kriegt Wasser von das frische Wasser. Bist du mit dem Wasser bekannt? Oder setzt du vielleicht dich an das Wasser, aber das Wasser schillt bei dir vorbei, du wirst nicht die rauflassen, nur das Wasser zu kommen, wenn du wirst selbst durch das Leben durchfingen
En yet Jesus haft door de stroomwater, wat er voor ons herinnert van des morgens. Dat zegt in vers 3, der Strom ist gar tief und sein Wasser ist klar. Das ist diep en klar. Und es sagt, der schmeckt lieblich und fein, lovingly and good. Das ist bloß ein leibender Strom. Es heilet, dann sagt es hier, es heilet die Kranken und stärkt die wunderbar, ja, machet die unreinsten rein. Das redet hier von unserem Seil, das wird unser Seil stortjen, und das wird unser Seil reinwaschen. Das Wasser ist diep und das klar. Das meint, das rein und das diep. Du hast viel Wasser und das ist ein klares Wasser, das ist ein reines Wasser. Dann sagt das Wasser des Lebens. Das wird von Jesus kommen, der. Sein kostbares und teures, heiliges Blut. Das von wir reden dann. O Seele, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtiglich. O glaub's, es fließt für dich. Ich sage, der letzte Strophe hier in der Leitner sagt, o glaub, das schält für dich. Ja, manchmal ich habe mit Menschen geredet, die sagen, ja, das wird Gottes, das schafft für andere. Das wird Gottes, das helpt andere. Aber scheinbar nicht für mich. Und das Problem ist, sie glauben das nicht, oder nehmen nicht an. Das braucht in dem Mädchen das annehmen. So, das so wie das Leid. Aber lest das weil ich eben und lot das Leid nach in der Rede. Das ist eine wertvolle Botschaft an das Leid. Das sagt in Matthäus 11, Vers 28 bis 30, Jesus in eine wieder. Matthäus 11, du hast die Einladung von Jesus. Er sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will ihn erquicken, das hat zu tun mit, ich will ihn frisch machen. Ich will ihn starten. Ich will ihn nie merken. Kommt nach mir. Wenn Jesus wisst dort, wie an diese Menschen, wir sind vielmehr so belohnt. Wir sind so belohnt mit verschiedenen Dingen in dieser Welt. Da sind Sorgen, da sind Sinn, da sind Probleme. Und wir weit uns nicht mit dir allein. Wir tun es nicht. Und allein wir worden fertig mit den Dingen und versuchen, das allein zu tun, das ist die Meida, wo wir waren. Und die Lehrer, wo wir kommen mit uns Mouten alles tun. Aber wenn wir uns da mit dir tun, und nur Jesus kommen tun, Jesus sagt, kommt nach mir, alle, was ihr mühselig beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann sagt er in Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier redet Jesus auch von sein Joch, was er uns geben wird, der Lot, was er uns geben wird, der wird leicht sein. Dort, wie wir drauen tun, was uns angepackt ist, was wir uns selbst abgenommen haben in dieser Welt, das ist schwer. Das ist zu schwer für uns zum Trauen. Aber, da was Jesus uns wird ableitet, dort sagt Jesus, das ist leicht. Und dann sagt er, wenn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Hier redet er auch von der Demut. So eine wunderbare, schöne Anladung, was hier kommen wird von uns Herrn Jesus Christus selbst. Wenn unser Los schwer ist, dann haben wir eine Stadt im Handgehen. Und wir brücken diese Stadt, das Stromwasser, was so leise fließt durch das Land. Wir brücken dort für unser Seil, die Vergebnis kriegen, die Vergebung kriegen von unserem Sinn. Wir brücken dort, um uns reinwaschen. Wir brücken dort, um uns abfrischen. Wir brücken von unserer Kraft, um wiedergehen. Und diese heutige Gegend, wo wir wohnen, dann, jährlich gerät. Jesus sagt sogar, schmied all deine Sorgen ab mir. Werfet alle eure Sorgen auf mich, denn ich sorge für euch. 1. Petrus 4, Vers 6 und 7 sagt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass euch erhebt zu seiner Zeit. Alle Sorge werfet auf ihn, denn sorgt für euch. Wara redet von uns demütigen und dann unsere Sorgen angeben. Und hier bleibt mir ein bisschen stehen, ich dachte, ein bisschen das. Brück dort, um unsere Sorgen nach Jesus bringen. Um unsere Last nach Jesus bringen. Brück dort in demütigen.
Bruk dat een dijmetje voor die, om naar Jezus te gaan met die los? Wel, dat. Wie als mensen, wie had dezelfde natuur, wat een kleine kindfilm al heeft, en daar zijn we dat. Ik wil bloos dat bruk als een beispiel. Een kleine kind dat is veel meer zo zijn, en dat zijn 2 jaar zit, dat we alles alleen doen. En dat kan niet gleich, maar die wil dingen alleen doen. Ik wil alleen, nee. En veel meer kennen die dat niet. Maar ze moeten zich helpen laten, en zo is het met ons als mensen. Wieso is het zo dat we zoveel meer zo lang struggelen doen en kämpfen doen en verzekerd zelfs durch te kämpfen, wat we niet kennen, wanneer het plus aan vele dat we naar Jezus gaan en strijd met je doen en zeggen Jezus dat, ik kan niet. Was du mij helpen? Was du mij durchhelpen? Was du mij kracht geven? Ik kan dat niet. En dat is wunderbaar, waar Jezus zich bevingen dat, waar we am vinger doen, wanneer wer zich daarmee dat en am komen dat met zo'n vrouw is dat. En zo daar dat brug voor ons vlees naar daarmee. Dan zegt het, nou wordt hij ons abheven, zo hij wordt ons dan geestelijk abheven, dan wordt met nieuwe moed en een nieuwe kracht gaan het gaan, wanneer we zijn bij Jezus geweest. Jezus staat ons ook een lessen leren van de veil in Matthäus het 6e kapitel, vers 26. Hier zegt Jezus, we zullen maar naar de veil checken en van die leren. En dat is hoe ik gisteren aan denken deed, als ik zag, de veil komen rauf van de been, naar een kleine stroomtje water door, en bouwde zich door, en dronken water en freschte zich op. Maar hier zegt Jezus, check maar naar de veil, wat in hemel zijn. Die zeien niet, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Sie, wenn unser Seil hungert, wenn unser geistlicher Mensch ist bedürftig am Wort. Und Jesus sagt dort, was immer je betet, dann wollt ihr horchen. Und wir denken dann kurz, wir sind so natürlich gesagt, wir denken, es ist natürlich. Okay, dann will ich will nicht het Haus haben, ich will nicht fertig haben. Dann beten wir, Jesus mir nicht fertig geben. Ist doch nicht, was ich sage. No, Jesus is concerned als een zeil. Want wie vrouwen doen nur Vergebung unserer Sünden, dann sagt ik wil je niet heren. Want wie vrouwen doen voor hem Heilige Geest, ik wil je niet heren. Ik wil je hem Geest geven. Want wie vrouwen doen om de geestliche Segnungen, Jesus schenkt ons. Hij vergelijkt dat met deze weetvrouw wat er nou das Hora rechter ging, en die praat door verbrood. En hij zegt, even das Hora rechter laat zich bewegen van deze arme weetvrouw en gaf haar brood. Hoeveel meer wordt de hemelse Vader zich erbarmen en we zien het kinderen. Wo een arm roepen doen de dagen na. Zo van ongerechte rechter je te bewegen. Hoeveel meer wordt ons hemelse Vader gaan. En hier zegt het van, de hemelse Vader zorgt voor de veeltjes. Hoeveel meer wordt hij zorgen voor zijn kinderen. We hebben een gelijkenissen in de Bijbel. We hebben verspreidingen in de Bijbel. En we gebruiken dat we zo'n verspreidingen ons vervieren doen en aan de denken doen. En dat geeft ons moed en kracht voor dit leven. Van de hemelse Vader te leven en rein te zijn van de dag waar hij ons wat komt huishalen. Zum Beispiel, hij zegt, ondersteht, we zullen niet, we zeggen op Deutsch, be not troubled. Be ye not troubled. We zullen niet zorg zijn voor deze wereld, wenn hij voor een steed reinmerken voor ons in hemel, en hij wordt weiterkomen, om ons te aanholen, wie dort kan zijn waar hij is. Ja, is dat niet een wertvolle verspreiding? We lezen in de Bijbel en denken vielleicht manchmal nicht viel über dort, haben wir diese Vers gelesen. Aber denk mal, was lesen wir da really? Was ist direkt die Wahrheit von so einer Vers ist das? Wenn Jesus selbst sagt, ich gehe eine Stadt reinmelken, und dann sagt er, sieht nicht so worried in dieser Welt über die Dinge, wenn ich gehe eine Stadt reinmelken, ich will weiterkommen, und ich will je in ein Haus holen, und die wird dort sein, wo ich sehe. So dahin braucht dort wir uns näher tun an
Jesus Christus. Dort unsere Nahrung ist, für unsere Seele. Jesus sagt, sprach zu ihnen, in Johannes 6, Vers 35, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr nicht gesehen habt und glaubet doch nicht. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und glaubet doch nicht. Alles, was mir den Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist an Jesus wieder. Jesus sagt, ich sehe das Brot. So heißt der Nourishment, heißt die Nahrung für uns. Und dann sagt er, und wer nur mitkommt, den wird nicht rücksteiten. So diese Welt früh kommt und dem angereichten Rechter, der kriegt ja Brot. Wovon mehr wird Jesus das Brot nur der geben wird am Freude. Und er sagt, wer noch Abend kommt, der wird das Brot kriegen. Aber vielmal, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, vielmal, weil wir uns nicht in der König sagen, die Mädchen, wir wollen uns Salz weiten, wir wollen Salz uns durchfingen. Aber manchmal lässt Jesus uns bei der Stadt kommen, wo wir uns Matte durchschneiden und Rüte open und beten für das Brot. Aber die Bibel erhofft die Versprechung von Jesus in eine wieder. Wer kommen denn, den wird nicht zu sehen steht. Christus hat den blinden Mann, der besiegen war, hier deed. Und er hofft den. So wird er uns helfen, wenn wir Rüte open tun. So, das sind die wieder von Jesus. In Johannes 4, Vers 13 sagte, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. You know, some von uns Fragen einfach mal schwer zu verstehen. Was ist das von Wunder, von was Jesus hier redet hat? Das seht ihr nur die Früh da bei dem Baum, die samaritische Früh, wo der kann Wunder schaffen. Und Jesus sagt, wer von der Wunder was trinkt, was ich will geben, den wird niemals mehr dürsten. Und denk mir einmal an, das eine Lied, mit was wir mal spazieren reden. Wir saßen, wir nicht in dieser Community, wir somewhere else. Und er hat sich groß beziert. Und dann frage ich ihn, wie wir da spazieren, und dann frage ich ihn, hat ihr nu das Wunder geschmeckt, was Jesus anbietet hat, dass ihr nicht mehr darfst? Und als ich die Frau frage, meist mit einem Blitz, so der Bett liegt, ganz am bekannten Sofa, die kommt Bett noch fertig gerutscht, und er sagte, ja, von der Wunder habe ich gehört. Wir weiten nu, wie hart dort wird unsere Seele fehlen hat. Das ist wunderschön. Der Strom hat er gerannt und sie haben wieder bekannt geworden, mit dem Strom, wo der sanft durch das Land rennen hat. Und das war es. Die Seele, die bleibt beim Segen, aber wenn er einmal bekannt wird mit diesem Strom, das Wunder, was Jesus anbietet hat, dann ist da, was zufriedengestellt am Hort, was selbst nicht kann zufriedenstellen. Die Seele hat ein Verlangen nur das Gemeinschaft, nur das Leben geworden. Nur das Wunder. Die Seele ist durstig, die Seele ist verdurstet. Bitte bekannt wird mit dem Wunder. Und dann ist sie zufriedengestellt. Aber wir wollen immer weiter Wunder. Das meint nicht, dass wir nicht mehr Wunder werden wollen. Aber es ist eine Zufriedenheit in der Seele, wenn wir weiter dort der Strom Wunder. Wir haben geschmeckt, wir sind bekannt geworden mit dem Wunder. Even der Prophet Jesaja, der sagt all in Jesaja 12, Vers 2, siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und mein Heil. Sie wird von Taufe des Prophet Jesaja hat. Er sagt, Gott ist mein Heil. Und deswegen habe ich keine Furcht. Und deswegen sehe ich sicher, wenn Gott ist meine Kraft und mein Psalm, mein Leid und mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Hier checkt er eine Zukunft an, aus den Heilsbrunnen.
You know, that's salvation. Da wo je met Fried Wutter schapen. Und dort sind Tiet, wo wir von da deiner Leben da. Und er sagte, Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen, solches sei kund in allen Landen. Nu als dem Propheten verlangen, dass die worden bekannt zijn, dat we alle worden bekannt zijn met dit, dat het wordt kund zijn, dat we worden weten, wo dit water is, wo dit warm is, met dit frische water, wat voor allem schelen is. Lieve Schwester, we we de stroom niet laten voorbijranen, ohne aan ons dat we dicht worden aan de stroom ook aan zijn bodem, en dat we ons worden opfrischen aan dit water, krijgt ons de veeltjes aan de stroom water, wat ik gisteren zei. So God segne euch, Gott mit euch.